If you
touch of life or death. Time is slipping through his hands. The enemy's closing in on him. Oh no. Oh no. What have you done? What have you done? What have I done? Oh no, what have I done? Where came this mad thought from? I deserted all my friends and food brought them upon them all else lose. I'm no hero, I'm a thief. Bring no rescue, only grief. I should put an end to all and cross the other speed of my fall. This is the artifact of want, a treasure of wealth, known beyond man's thought is meant to own its power, but is crushed and devoured by the curse upon the item. Its radiance of destruction affects them all. This is the artifact of want. With thoughts battling in his head, the rider has not yet harmed himself. But a furious rage of doubts ever weighs him down. More and more he's short of breath, feeling his life force being dried up by his heavy lurking load. I thought I could take away the cause of spelling the only prey. So I stole this thing myself, thus inherit all future's wealth. But what of it, I still do wonder, can I justify my blunder? I fled like a weakling, shoddy and teetering. By taking the artifacts of want, the rider's soul was caught in bond. By bringing down the curse. I'm the heavy metal Jesus. Alright. Liebe Metaller und Metallerinnen, wir heissen euch herzlich willkommen zu dieser Premiere. Das Heavy Sanctum als Digitalausführung aus dem Soho. Auch wenn es scheint, dass wir langsam wieder ein bisschen Normalität zurückbekommen und wir uns hoffentlich gleich schon wieder treffen können, wird es noch lange nicht so sein, wie es beim letzten Heavy Sanctum war. Wir haben einen Sommer vor uns ohne Festivals und Konzerte. Ohne etwas, das uns Metaller doch so wichtig ist, einmal den meisten von uns. Und es fragt sich immer noch, wenn das nächste Mal wieder so etwas wird stattfinden können. Darum passt das heutige Thema Sehnsucht nach dem Fest tiptop. Ja, wir sind hier im Soho, ihr seid daheim, aber für unseren Gott ist das kein Problem. Er verbindet uns über Raum und Zeit. Wir feiern im Namen von Gott, dem Vater, dem Schöpfer von allen Klängen, und dem Sohn, Jesus Christus, dem Erlöser von allen Zwängen, und vom Heiligen Geist, dem Atem von unseren Gesängen, zum Lob vom einen Gott. Amen. Der dreieinige Gott, der ist jetzt mitten unter uns. Wir beten zu ihm. Vater im Himmel, danke für die technischen Möglichkeiten, dass wir wenigstens so zusammen feiern können. Das ist besser als nichts, aber du weißt auch, was uns fehlt. Die Begegnungen von Angesicht zu Angesicht,
die Umarmungen, der Schalldruck von der Musik, die Emotionen von einem Metal-Konzert. Wir haben uns jetzt Zeit genommen für einen Gottesdienst. Wir sind vor dir versammelt. Jeder an seinem Ort. Dien du uns in dieser Zeit. Du weißt, was wir brauchen. Füll du die Löcher in unserer Seele. Nimm du das Böse weg. Mach du das Gebrochene heil. Und auch wir wollen dir dienen in dieser Zeit. Uns dir ganz hergeben. Im Klagen, Loben, Danken und Bitten. Das soll ein wahrer Gottesdienst sein. Du dienst uns und wir dienen dir. Amen. Es ist eine außerordentliche Situation, die Corona-Pandemie. Aber es ist überhaupt nicht für alle gleich. Je nach Beruf, Familie, Alter und Gesundheit bedeutet das etwas völlig anderes für jeden von uns. Und darum will ich stellvertretend 2 Leute befragen, die wichtig sind für unsere Anlässe. Einerseits der Danu Käser, der Geschäftsführer vom Soho, und andererseits die Miriam, die ihr schon gesehen habt, die Hauptverantwortliche von diesem Anlass. Ja, Danu, was macht Corona mit dem Soho? Ja, einmal nichts. Also sicher ein grosser Stillstand. Wo wir die Nachrichten haben bekommen, sind wir natürlich negativ überrascht gewesen, dass das gerade so schnell geht und gerade ein Totalausfall war für uns, ist das natürlich schon eine Katastrophe. Wir haben wirklich alles runterfahren, von einem Tag auf den anderen. Und das Problem dort ist ein bisschen, dass du nicht hast gewusst, wie lange das wird gehen. Ich denke auch ein bisschen an die Lebensmittel, an die Getränke, was läuft ab, aber auch meine Mitarbeiter, wann kann ich wieder arbeiten. Die Ungewissheit, das ist glaube das Schlimmste an diesem ganzen Corona. Und wie sieht es jetzt aus, am heutigen Tag? Was habt ihr für eine Perspektive? Ja, jetzt haben wir ja diese Woche Bescheid bekommen, dass wir auftun dürfen nächste Woche. Wir werden nächste Woche auch wieder eröffnen. Am Dienstag, einfach normal, wie wir offen haben. Mit diesen Schutzmaßnahmen. Das Schutzkonzept, das herausgegeben wurde von GastroSuisse, ist sehr umfassend. Und wir sehen es vielleicht auch dann, wenn man kommt. Wir haben überall Plexiglas machen. Es gibt eine Desinfektionsstation und. Es dürfen nur 4 Personen am Tisch hocken. Man sollte sich dann nicht untereinander austauschen. Also die Gruppe sollte in sich stationär bleiben. Es gibt nur Sitzplätze, keine Stehplätze. Das sind alles so ein bisschen Sachen, die uns auch beschäftigen halt jetzt. Wie setzen wir es um? Wie können wir die Abstände einhalten? Das sind so ein bisschen die Problematiken, die wir haben. Aber wir freuen uns, können wir auftun mit kleinen Schritten. Und sind jetzt positiv, dass wir hier wieder ein bisschen Licht sehen. Aber vieles ist noch lange nicht so möglich, wie man das eigentlich sich vorstellt. Es ist natürlich so, oder? Es ist primär ein Club, es gibt keine Konzerte, Discobetrieb geht nicht, man kann keine Geburtstage feiern, ich habe sehr viele Anlässe, die noch so im Ungewissen sind, die jetzt im Juni geplant wären. Natürlich mit 50, 100, 200 Personen, wo wir nicht wissen, was passiert. Und dort ist auch das Dumme, man ist dort irgendwie so in einem komischen Modus, sollen wir jetzt absagen, sollen wir noch zuwarten? Und da fragen mich natürlich auch viele Kunden, ja, was meinst du denn? Du kannst mir ein bisschen helfen, was meinst du? Und ich sage mal, jetzt warten wir noch und probieren dann vielleicht im Juni noch mal zu entscheiden oder Ende dieses Monat vielleicht kommt noch mal etwas. Warten wir mal gespannt ab. Miriam, du hast eine ganz andere Situation, es war überhaupt nicht fertig gewesen. Für dich ist es weitergegangen im Spital Zara. Was hat Corona mit dem Spital gemacht, bei dir beim Arbeiten? Ja, es ist alles ein bisschen drunter und drüber gegangen. Es hat jeden Tag neue Anweisungen gegeben und es war immer wieder neu gewesen. Ich hätte so nicht gewusst, was ist jetzt gerade das Aktuelle. Ich habe grundsätzlich das Glück gehabt, dass ich auf meiner Station der Onkologie halt relativ normal Betrieb hatte, weil eben Krebstherapie kann man nicht einfach auf Eis legen, sonst gibt es viele Tote. Genau. Und wir waren so ein bisschen das Paralleluniversum. Wir haben halt einfach fast weitergemacht. Natürlich, wir sind mittlerweile den ganzen Tag auf der Station. Wir können höchstens vielleicht in der Cafeteria etwas zu essen holen, sonst müssen wir die ganze Zeit auf der Station sein. Und auch den Aufenthaltsraum für Patienten müssen zutun, dass wir als Team
separat essen können, weil wir natürlich sonst den Abstand auch nicht haben. Und natürlich den ganzen Tag die Maske haben. Also es ist auch körperlich gar nicht so einfach, wenn man die ganze Zeit nicht richtig schnaufen kann. Und genau. Daniel, was hat es mit dir persönlich gemacht? Wir haben vom Business gehört, wo du als Geschäftsführer schaffst. Was hat es mit dir persönlich gemacht, die Corona-Geschichte? Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin ich auch selber ein bisschen in ein Loch gefallen. Einerseits haben wir auch Sorgen gemacht um meine Mitarbeiter, aber auch um meine Existenz. Wir haben nicht gewusst, kann man einen Lohn zahlen, ja, nein. Meine Frau war auch noch direkt betroffen. Auch sie ist selbstständig erwerbend, also gerade 2 Löhne, die nicht kommen, oder 2 Einkommen, die fehlen. Ja, das hat schon ein bisschen Wochen aufgezogen, muss ich sagen. Und ich war froh, dass die Bund eigentlich recht rigoros und schnell helfen konnte. Unkompliziert, muss man auch sagen. Und die Hilfe konnte ich jetzt für so in Anspruch nehmen. Und so war dann auch ein bisschen die Last weg, ja, dass wir auch die Löhne zahlen können. Und da bin ich natürlich schon froh. Und sonst, ja, ist natürlich nicht so motivierend gewesen, oder? Ich habe dir schon vorher gesagt, wir haben im 19. so richtige Massnahmen einleiten und wären so richtig parat gewesen. Das Programm hat eigentlich viel hergegeben. Wir haben diverse Konzerte geplant und jetzt ist das eigentlich alles abgesagt. Das hat schon ein bisschen, ja, ein bisschen den Morelli gegeben. Und bei dir, Miriam, wie ist es dir gegangen mit dem Allemine? Oder geht dir? Also es ist grundsätzlich sehr eine belastende Situation. Halt, wo beim Arbeiten, dann hat man mehr müssen arbeiten und jetzt muss man alles wieder ins Minus planen. Und selber, man hat gleich auch nicht so Zeit, um sich zu erholen, weil man halt einfach daheim ist. Das Glück in dem Sinne ist, ich hatte ein bisschen sozialen Kontakt mit dem Arbeitsteam, ich konnte wenigstens noch andere Leute sehen. Aber dass man keine Konzerte mehr hat, keine Festivals, das trifft mich schon ein bisschen. Und es tut schon weh. Und ich freue mich, dass man wenigstens jetzt vielleicht mal ein paar Leute mehr wieder treffen kann, halt schon mit den Schutzmaßnahmen und allem. Aber hoffen wir, dass es gleich durch ist. Aber ich denke, ich persönlich, ja, solche Sachen werden wahrscheinlich wieder auf uns zukommen. Und so wie es heute war, ist es auch nie mehr. Und ich hoffe, dass das Beste daraus gemacht wird jetzt. Dass wir gleich wieder ein bisschen Normalität. Ja, merci vielmals fürs Anteil geben. So exemplarisch für 2 von ganz vielen, die zuschauen. Sehr gerne. Ja. Mit all dem, wo wir sind, kommen wir jetzt vor Gott. Wir beten an. Aber wir können nicht mit Loben und Danken anfangen. Sondern ich glaube, es ist wichtig und richtig, wenn wir mit Klagen anfangen. Über das Thema schon im letzten Dezember ja predigt und jetzt müssen wir es einfach auch umsetzen. Uns allen macht sicher ganz unterschiedliches je das Leben schwer. Für die einen ist es dramatisch, für die anderen weniger. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns alle solidarisch in die Situation hineinstellen und miteinander Gott all das Leid klagen. Wir machen das mit alten und mit neuen Worten. Wir beten zuerst gemeinsam mit Wort vom Prophet Jeremia. Es ist von dem Motiv her ein ziemlich metallischer Psalm, finde ich. Und anschließend hören wir dann das Lied Lament, Klage von Grave Declaration. Legt dabei doch einfach eure eigenen Erfahrungen in die Worte hinein. Und nutzt die Zeit, all das bei Gott rauszulassen, was euch bedrückt. So beten wir gemeinsam laut mit dem Wort von Jeremia 15. Ich saß nicht im Kreis der Fröhlichen und freute mich, sondern saß einsam, gebeugt von deiner Hand. Denn du hast mich mit Groll angefüllt. Warum währt doch mein Leiden so lange? Und ist meine Wunde so schlimm, dass sie nicht heilen will? Du bist mir geworden wie eine trügerische Quelle, die nicht verlässlich Wasser gibt. Der Herr sprach: Wohlan, ich will etliche von euch übrig lassen, denen es wieder wohlgehen soll, und will euch zu Hilfe kommen in der Not und Angst unter den Feinden.
Aber kann man Eisen zerbrechen? Eisen aus dem Norden und Bronze? Dein Vermögen und deine Schätze gebe ich zur Plünderung preis. Nicht gegen Bezahlung, sondern wegen all deiner Sünden. Und in deinem ganzen Gebiet. Denn ein Feuer ist entbrannt durch meinen Zorn. Über euch ist es angezündet. Ach Herr, du weißt es. Denke an mich und nimm dich meiner an. Dein Wort wurde meine Speise, immer wenn ich es empfing, und dein Wort ist Freude und Trost meines Herzens. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr, Gott der Heerscharen. Darum, so spricht der Herr, wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten. Denn ich mache dich für dieses Volk zur festen, bronzenen Mauer. Wenn sie auch gegen dich kämpfen, sollen sie dir doch nichts anhaben. Denn ich bin mit dir, um dir zu helfen und dich zu retten, spricht der Herr. Ja, ich rette dich aus der Hand der Bösen, ich befreie dich aus der Faust der Tyrannen. Give him the glory. You gave up his life.
Dann schalten wir jetzt unsere Metal Church Band dazu. Und wir machen dort weiter, wo wir am Schluss von diesem Lied aufgehört haben. Und für die 3 Lieder wollte ich euch jetzt noch etwas mit auf den Weg geben. Weil ihr wegen Corona ja die Heime seid, da könnt ihr jetzt wirklich mal so ganz vor Gott kommen, ohne zu überlegen, was jetzt echt der Nachbar oder die Nachbarin über euch denkt. Egal, wie ihr euch verhaltet. Also nutzt die Chance vom YouTube-Gottesdienst, steht auf, liegt am Boden, bleibt sitzen, schüttelt euch die Haare, macht den Ego-Moshpit. Einfach so, wie es euch wirklich drum ist vor Gott. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du kreiert und alles fort und fort, dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz mir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er sein Volk auf seinem Weg gesegnet, wie es geliebt, begnadigt je und je, dann schreit mein Herz mir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz mir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn schwere Lasten mich zu Boden drücken, wenn meine Seele betrübt ist bis zum Tod und er mit offenen Armen mir begegnet, mich tröstet und er rettet aus der Not, dann schreit mein Herz mir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß
getan. Mein Erlöser, kostbar Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nimmst mich ganz dein. Es gibt keine Not, wo ich lieber will, als in deinem Liebesarm. In deiner Liebesarm. Halte mich fest, ganz nah bei dir. In deinem Arm.
für mich getan. Mein Erlöser, kostbar Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keine Not, wo ich lieber will, als in deiner liebenden Arm. Hier in deiner liebenden Arm, als in deiner liebenden Arm. Hier in deiner liebenden Arm. Halte mich fest, du kannst nur bei dir. Hier in deiner Arm. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber will. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber will, als in deinem liebenden Arm. In deiner liebenden Arm. In deiner liebenden Arm. In deiner liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir. In deinem Arm. Halte mich fest. Ja, nach der Hard Music kommen wir zur Strong Message. Es ist ja schon ein unglaublich gravierender Einschnitt für unsere Szene. Kein Festival diesen Sommer, wie lange auch immer denn, sogar. Kein Konzert seit dem März schon und völlig unklar, wenn und unter welchen Voraussetzungen wieder öffentliche Konzerte stattfinden können. Die Metal-Szene, die sich doch über die Musik und Bands definiert und von den Konzerterlebnissen und der Festival- und Konzertbekanntschaft lebt, ja, unsere Szene ist im Kern beschnitten. Es fehlt auch nicht nur die Freude an den Konzerten, sondern es fehlt vor allem auch die Vorfreude auf die Events. So eine Auszeit, so eine Krise für die Szene weltweit, das hat es noch nie gegeben in der 50-jährigen Geschichte des Metal. Was macht das mit euch? Was wird das noch mit uns allen machen? Ja, und es ist eben auch persönlich ja ein gravierender Einschnitt. Die einen müssen daheim bleiben, weil sie krank sind oder Menschen in ihrem Umfeld krank sind oder gefährdet. Die anderen können nicht mehr arbeiten oder nur noch von die Heimen aus. Bei den anderen geht die Dilly auf den Grind, weil sich die Kinder mit dem Homeschooling schwer tun. Oder nochmal andere sind schwermütig, gerade eben weil keine Kinder rum sind oder andere Menschen. Isolation, Einsamkeit. Und bei diesen Begegnungen, die dann noch bleiben, da ist die Distanz, der Abstand, den wir haben müssen, eigentlich sehr unnatürlich und es zehrt an unserer Seele. Aber wir haben es heute Abend auch schon gehört, sind nicht alle zu der Auszeit verdammt, es gibt auch die versaufen in der Arbeit. Aber egal wie unsere Situation aussieht,
uns Metalheads fehlt ja allen die gute Musik an den Konzerten und die guten Gespräche beim Bier. Mir helfen es zwar, die virtuellen Möglichkeiten, den Mangel ein bisschen zu überbrücken. Aber ich weiss, dass für viele von euch das nicht einmal eine schlechte Krücke ist. Das Fest, das Festival fehlt. Es fehlt wirklich. Mir ist ein Psalm aus der Bibel in den Sinn gekommen, der von Ähnlichem erzählt. Im Psalm 42 und 43 da breitet jemand seine missliche Situation vor Gott aus. Er oder sie ist isoliert. Total isoliert in der Fremde. Ihm fehlt das Fest in Jerusalem im Tempel. Ihm fehlt die ausgelassene Gemeinschaft mit den anderen Festpilgern. Ihm fehlt Gott. Wir hören den Psalm 42 und 43. Wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott. Ist gut. Die Aufnahme läuft. Wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dorthin kommen, wo ich sein Angesicht sehe? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? An meine Tränen will ich denken und meinem Gott das Herz ausschütten, wie ich früher mit der großen Schar zu Gottes Haus wanderte, wie ich dem Lärmen der Feiernden folgte, dem Schall ihrer Jubel- und Dankgesänge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum denke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon, vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher, und eine Tiefe ruft die andere. All deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tag sendet der Herr seine Güte, und in der Nacht singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Knochen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er die Hilfe meines Angesichts und mein Gott ist. Schaffe mir Recht, Gott, vertritt mich vor Gericht gegen das Volk, das sich nicht an deine Gebote hält. Rette mich vor falschen und bösen Menschen, denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig durchs Leben gehen, bedrängt von meinem Feind? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dann will ich vor den Altar Gottes treten, vor Gott, den Grund meiner unbändigen Freude, und dir, Gott, auf der E-Gitarre danken, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er die Hilfe meines Angesichts und mein Gott ist. Ja, dieser Person fehlt wirklich das Fest in Jerusalem im Tempel. Ihr fehlt die ausgelassene Gemeinschaft mit den anderen Festpilgern. Ihr fehlt Gott. Ist das nicht ein bisschen wie bei uns in dieser Corona-Situation? Uns fehlt die ausgelassene Gemeinschaft mit den anderen Konzertbesuchern. Wir sind irgendwo verstreut über das Land, alleine, ohne Festival. Und vielleicht fragt auch dein Umfeld, wo ist die Gott? Wo ist er in all dem Corona-Scheiß? Oder du fragst auch dich selber,
Wo ist mein Gott? In dem Psalm findet der Dichter ganz markante Worte für seine Situation. Es ist Dürre, pickelharte Dürre, trocken, Wüste, einsame Wüste. Und wie ein Hirsch in dieser Einöde schreit er nach dem Wasser. Verdursten ist er nicht. So sehnt er sich nach Gott. Doch ein anderes Mal fühlt es sich ganz anders an. Wasser hat jetzt genug, aber plötzlich viel zu viel. Es überflutet ihn nur so. Die Chaos möchte regieren. Alles zieht ihn ab, er ist tief deprimiert. Eine Tiefe ruft die andere. Deep calleth unto deep. Das Bild ist so stark, dass es auch Satyricon dazu gebracht hat, den Psalm zu zitieren. Deep calleth unto deep. Das ist der Titelsong von ihrem letzten Album. Eine Tiefe ruft die andere. Die Band Satyricon, die füllt die Worte weltanschaulich zwar ganz anders als wir. Nicht christlich, im Gegenteil. Aber nichtsdestotrotz, sie zitieren unsere Heilige Schrift. Zuerst kein Wasser, nur Hitze und Staub. Und dann, wenn der Platzregen doch kommt, dann kann das Wasser gar nicht einziehen. Und es überflutet alles. So ist es nicht nur in der Natur. So sieht es auch in meiner Seele aus. Vielleicht ist bei dir etwas angeklungen. Was hat dem Dichter von dem Psalm jetzt in seiner Situation geholfen? Mir sind 3 Sachen aufgefallen in diesem Gebet, die ihm helfen. Das erste klingt vielleicht simpel, ist aber ganz wichtig. Er hat Gott sein Leid geklagt. Er hat nicht einfach nur still gehabt, sondern er ist mit seinem ganzen Schmerz, mit seiner Trauer und seiner Last vor Gott gekommen. Er hat sie Gott geklagt. Er hat sein Leid rausgeschrauen, wie der frustriert röhrende Hirsch über einem trockenen Bachbett. Er hat so schon mal kräftig können bei Gott abladen und es hat angefangen zu lucken. Er hat also nicht einfach alles schweigend in sich hineingefressen, sondern hat seine Trauer und seine Lasten rausgeschrauen. Es geht nicht darum, dass wir unseren Mitmenschen die Ohren voll jammern. Ihr kennt auch sicher Leute, die immer nur jammern. Das ist Elend. Das macht einem nur noch mehr negativ, wenn man sich das anhören muss. Aber bei Gott dürfen und sollen wir immer und lautstark klagen. Er hat ein offenes Ohr und er vertreibt auch unseren grössten Frust. Der zweite Punkt, der Veränderung bringt, ist dann passiert, während der Dichter eben am Klagen war. Es sind ihm Erinnerungen an früher gekommen. Das hat am Anfang zum Teil auch wehgetan. Er hat sich erinnert, wie er eben früher Raupen in den Tempel hat können. Er hat sich erinnert, wie sie ausgelassene Feste von Gott haben können feiern. Das ist in seiner Situation jetzt aber nicht mehr möglich. Und das tut weh. Aber was hast du für tolle Erinnerungen an Festivals in den letzten Jahren? An welchen Metal-Gottesdienst erinnerst du dich doch noch so glasklar? Welche Zeit mit Metal-Freunden gibt dir heute noch ein warmes Gefühl ums Herz? Was vermisst du am meisten? Ja, auch die tollen Erinnerungen können zuerst wehtun. Aber weil der Better seine Trauer bei Gott ablegen konnte, ist eben etwas anderes passiert. Die Erinnerungen haben ihm angefangen, Vertrauen zu geben. Er hat realisiert, dass das, was Gott ihm früher geschenkt hat, auch ein Versprechen für die Zukunft ist. Es wird nicht immer einfach so weitergehen, wie gerade jetzt. Er hat realisiert, dass Gott treu ist. Gott hat damals zu ihm geschaut, er schaut auch gerade jetzt zu ihm und er wird auch weiter zu ihm schauen. Und darum hat er eben anfangen zu beten, ja, was betrübst du dich denn, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Ja, ich werde ihm nämlich noch danken, dass er die Hilfe ist für mein Angesicht und er mein Gott ist. Harre auf Gott. Das heisst festhalten an der Treue von Gott. Die Erinnerungen bewusst wieder vorholen, uns dann erinnern und sich realisieren, Gott hat damals zu mir geschaut, darum schaut er auch gerade jetzt zu mir
und er wird auch weiter zu mir schauen. Harren auf Gott, festhalten an seiner Treue. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Ja, wir können uns im Moment ja nicht physisch treffen. Wir machen jetzt heute Abend zwar immerhin einen virtuellen Besuch bei dir in der Stube, aber es gibt etwas, das die Sache noch hoffnungsvoller macht. Gott will ja eben nicht einfach in einer Kirche wohnen, er will auch nicht in einem Metal-Club oder sonst in einem Haus wohnen. Gott will in uns wohnen. Er will seinen Tempel in uns aufrichten und immer bei uns sein. Jesus sagt im Johannesevangelium, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. So bekommen wir die Worte vom Psalm 42 und 43 oder der Perspektive vom Neuen Testament noch eine ganz andere Dimension über. Was heißt, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Ja, wenn Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt, dann kann er uns sein Licht und seine Worte tagtäglich schenken, auch gerade in der Vereinzelung, in der Corona-Isolation. Ja, wir sind allein übers Land verstreut, ohne Festival, ohne Gottesdienst am gleichen Ort. Aber der Ort ist eigentlich auch tatsächlich nicht mehr entscheidend. Wir dürfen vertrauensvoll beten, dass Gott uns sein Licht und seine Worte schickt, wo uns zur Wohnung von ihm in uns leitet. Und dann verändert sich auch unsere Perspektiven auf die schwierigen Lebensumstände. Letztlich kann es ja sowieso kein Festival und kein Konzert das tiefst erfüllen, sondern nur Gott. Es gibt ja den Song von den Rolling Stones, den kennt ihr sicher. I can get no satisfaction. Es wird nicht aufgelöst. Der bringt es so gut auf den Punkt, es gibt da ein Loch in uns. Und es kann nur von Gott gestillt werden. Der Kirchenvater Augustin hat es so formuliert. Denn du hast uns auf dich hin geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Es gibt auch einen Song von Mortification, wo die Gedanken aufnehmen. God shape void. Es ist scheiße, dass wir uns nicht treffen dürfen. Es ist scheiße, dass kein Konzert und Festival stattfinden können. Aber das wirklich Entscheidende, jetzt und in Ewigkeit, das ist immer noch möglich. Die Verbindung mit Gott pflegen, ihn uns erfüllen lassen. Das ist der entscheidende Punkt. So wünsche ich uns allen, dass wir heute Abend und in den nächsten Tagen und Wochen Gottes Licht, seine Wärme und seine Liebe in unseren Herzen, die darf ausgossen werden. Ich wünsche dir diese Sehnsucht nach ihm und nicht nur nach dem Festival. Wir wünschen uns, dass wir seine Nähe dürfen erfahren und dass wir darum auch in den schwierigen Zeiten getrost beten können. Ich fasse die 3 Punkte noch einmal zusammen. Erstens, klagen. Zweitens, sich erinnern und festhalten an der Treue von Gott. Und drittens, sich von Gott erfüllen lassen. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit Amen. Gottes Reich soll kommen, Gottes Wille soll geschehen. Wir singen mit der Metal Church Band wie im Himmel. Unser Vater, dein Reich komme, deine Herrlichkeit und Kraft. Wie dein Name dort geehrt wird, so erklingt dein Ruhm auch hier. Wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden, und wir beten, bis wir sehen. Täglich, was wir brauchen,
erlöse uns vom Leid. Wie du unsere Schuld getilgt hast, so vergeben wir auch jetzt. Wie im Himmel, so auf Erden. Was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden. Und wir beten, bis wir sehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden. Und wir beten, bis wir sehen. Wir beten noch einmal zusammen, miteinander, füreinander, für die Szenen und für die ganze Welt. Im ersten Teil hier bete ich laut vor und ihr könnt innerlich mitgehen. Im zweiten Teil ist der Raum offen für euch die eigenen Gebete. Während dem zweiten offenen Teil gibt es einfach Musik. Aber ihr könnt einerseits für jedes von euch Gebet eine Kerze anzünden. Und andererseits ist es toll, wenn ihr auch eure Gebete in Live-Chat hineinschreibt. Da können auch andere mitbeten für eure Anliegen. Also Kerzen und oder Live-Chat. Wir schließen die Zeit dann mit dem gemeinsamen Unser Vater Gebet ab. Vater im Himmel, wir bitten dich für all die Menschen, die an Corona erkrankt sind und auch alle anderen Kranken in unserer Mitte und weit um uns herum. Schenk du Heilung und wir beten dir auch für alle Pflegenden. Beschützt du sie und gib ihnen Kraft und die Weisheit, was es braucht, die Unterstützung vom Heilungsprozess. Herr, wir bitten dich für alle Leute, die einsam sind und isoliert sind und alle mit Corona-Koller. Komm du mit deiner Freude in ihre Herzen. Herr, wir bitten dich für alle Clubbetreiber, Konzert- und Festivalveranstalter, für alle Techniker und Bands, alle, die nicht arbeiten können, allen, wo das Geld ausgeht, alle, die Angst haben um ihre Existenz. Herr, versorg du. Wir bitten dich für unsere Regierung, unser Parlament und Behörden. Es gibt viel zu entscheiden. Ich bitte dich, dass sie nach dir fragen, dass sie die Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen von dir unterstützt können fällen. Zum Wohl von uns allen. Ich bitte dich für alle Wissenschaftler und Forscher, die dran sind, am Impfstoff am Forschen, am Medikament gegen das Virus und die Krankheit. Herr, leit du sie. Wir bitten dich auch für die Leitung der Metal Church, dass du uns Kreativität und Weisheit gibst. Was ist zu tun? Was ist zu lassen? Wir beten weiter miteinander, füreinander für die Szene und für die ganze Welt. Trembling
Wir beten, wie Jesus uns das gelehrt hat. Unser Paar im Himmel, dein Name soll uns heilig sein. Dein Königreich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Gib uns das jeden Tag wieder neu, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, genauso wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig werden. Führ uns nicht in Versuchung, sondern mach uns frei vom Bösen. Denn für immer gehört dir die Herrschaft, die Macht und die Herrlichkeit. Amen. Dann hören wir jetzt 2 Grüße von diesen 2 Bands, die heute Abend leider nicht spielen können, aber ein kleiner Gruß von AMPM und Trio Wind. Hallo zusammen, AMPM grüßt euch alle. Wir sind traurig, dass Metal Church annulliert ist, aber wir werden ganz sicher nächstes Jahr dabei sein. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Präsenz auf den Livestream. Wir hoffen, dass es euch bis anhin gefallen hat. Falls ihr Melodic Death Metal liebt und mehr über gewisse unglaubliche Schweizer Legenden erfahren möchtet, müsst ihr euch bis nächstes Jahr unbedingt unseren neuen Album A Mountain Peak Smith anhören. Und wer weiß, vielleicht werden wir bis dann auch etwas Neues auf den Markt bringen. Also bleibt gesund und natürlich stay tuned. Bis bald! Liebe Metal Church, ich bin Markus, Sänger von Trio Wind und erstmal, wir finden es richtig toll, dass es euch gibt. Dass ihr christlichen Metallern wie mir eine Gottesdienstform gebt, die nicht aufgesetzt ist, sondern die eigene Leidenschaft mit dem eigenen Glauben verbinden kann, das ist einfach der Hammer. Schön, dass wir im Livestream mit dabei sein dürfen und wir freuen uns darüber, nächstes Jahr mit euch nicht nur einen tollen Metal-Gottesdienst zu feiern, sondern auch den Sieg über Corona. Dank geht raus an Mike und Samuel für die netten Worte im Elements of Rock Livestream und ja, jetzt das Ganze nochmal auf Schweizerdeutsch. Ich habe ein bisschen dazugelernt, denn ich vermisse die Schweiz. Pass mal auf. Ciao zusammen, liebe Metal Church. Berndeutsch ist mir ein bisschen zu schwer. Versuchen wir es mal auf Zürichdeutsch. Hallo, liebe Metal Church. Zuerst mal, ich finde es richtig les, dass es euch gibt. Christliche Metalheads wie mir Gottesdienstformen zu geben, wo nicht aufgesetzt ist, sondern die eigene Leidenschaft mit dem eigenen Glauben kompatibel macht, ist einfach der absolute Hammer. Wir von Trio Wind freuen uns, heute bei dem Livestream dabei sein zu dürfen. Und nächstes Jahr nicht nur einen lässigen Metal-Gottesdienst zu feiern, sondern auch den Sieg über das Corona-Li. Danke übrigens an Samuel und Mike für die netten Worte im Elements of Rock Livestream. Und jetzt, Prost, Tasselo. Prost, Markus. Ich bin der Tass. Jo, ich wollte mal was zeigen. Seht ihr das? Das hier, das ist die Karte von dem Metal Church 2013. Da hätte ich eigentlich gern gehabt, dass da eine daneben hängt von 2020. Soll nicht sein, wegen dem Virus. Hauptsache ist, dass wir jetzt alle gesund bleiben. Metal Church wurde verschoben auf 2021. Dann hängt halt da im nächsten Jahr eine Karte. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Prost, Dani. Danke, Tass. Und hallo, Metal Church. Ja, es ist natürlich echt schade, dass wir momentan so eingeschränkt sind. Aber jeder sieht, denke ich, dass es Früchte trägt und wir gegen Corona gewinnen können und werden. Viele Grüße also an alle Veranstalter und Künstler, die es von allen am härtesten trifft. Und ja, haltet durch und God bless you. Cheers, Tobi. Danke, Dani. Nächstes Jahr gibt es eine Metal Church. Dieses Jahr fällt sie leider aus. Von daher, helft zusammen, bleibt gesund, feiert ordentlich, so gut wie es die Gegebenheiten zulassen. Und genießt den Einspieler von Jeremy. Er hat sich viel Mühe gegeben. Er ist lustig.
Oh, oops. Ah, okay. Ja. Ich habe noch ein paar Infos für euch. Auch wenn wir jetzt räumlich getrennt waren für das Heavy Sanctum, haben wir doch auch Gemeinschaft gehabt. Und um diese sichtbar zu machen, könnt ihr gerne eure Fotos per WhatsApp an 077 533 62 23 schicken und dann können wir die Gemeinschaft sichtbar machen. Das nächste Heavy Sanctum am 19.09. mit Miriam und Elgano findet hoffentlich hier im Soho statt. Das Bibel, Bier und Metal am 29.05. wird noch als Videochat stattfinden. Da findet ihr weitere Infos auf der Homepage. Das Hard Rock Café ist die virtuelle Metal Church Bates gegen Corona Blues. Wir treffen uns dort wöchentlich als Chat, miteinander austauschen und reden. Wird jedes Mal kommuniziert, wenn das ist, meistens Freitag oder Samstag oben. Die weiter gerne informiert bleiben wollen, können sich gerne für den Thunderstrike anmelden, der E-Mail-Newsletter oder auch als WhatsApp-Broadcast. Das offene Ohr ist auch in den Corona-Zeiten für euch da und ihr dürft euch dort gerne melden, wenn ihr jemanden braucht zum Reden. Die Kollekte geht wie immer zur Hälfte an die Metal Church für unsere Produktionskosten, die wir hatten, für das aufzunehmen. Und die andere Hälfte geht an Soho. In diesem Rahmen möchte ich gerade Daniel Käser danken und dem Soho, dass wir hier aufnehmen durften, trotz all dieser Zeit, dass er für uns aufgemacht hat und für die Zusammenarbeit. Dann darf ich euch vor dem Schlusslied noch sagen, segnen, helfen doch lautstark mit. Der dreieinige Gott, der Herr von Stahl und Walten, er segne dich und er behüte dich. der Herr von Blitz und Zeiten, Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sagt dir gnädig. der Herr von Donner und Stille, Er wende dir sein Angesicht zu und er gebe dir Frieden. Amen. Entfacht du die Glut wieder neu, hoch Asche weg und lebe ein. Geschichte zeugt davon, du bist da. Hast die Geist uns geschenkt, uns dreht der Zeit, Schmerz und Leid. Und nicht das letzte Wort, sondern du allein, erlösender Gott. Lass uns Bote vor Hoffnung sein, lass uns brennen für dich. Und lass uns leben, lieben für dich. Hier und jetzt, mit dem, wo wir sind, Vater, hilf uns durch. Beruf uns in die Nachfolge von dir. Lass uns aufstehen, wo die Not am grössten ist. Schenk uns den Mut, wie du zu sein, weil du der Grund von unserer Hoffnung bist. Schmerz und Leid, hey, nicht das letzte Wort, sondern du allein, barmherziger Gott. Lass uns Bote vor Hoffnung sein, lass uns brennen für dich.
Und lass uns leben, Liebe auf dich, hier und jetzt, mit allem, wo wir sind. Vater, hilf uns und lass Boten vor Hoffnung sein. Lass brennen für dich. Und lass uns leben, Liebe auf dich, hier und jetzt, mit allem, wo wir sind. Vater, hilf uns so weit. Ich sehe dein Reich, es ist am Kommen. Halleluja, ich sehe dein Reich, es ist am Kommen. Halleluja, ich sehe dein Reich, es ist am Kommen. Halleluja, lass Boten vor Hoffnung sein, lass brennen für dich. Lass leben, Liebe auf dich, hier und jetzt, mit allem, wo wir sind. Vater, hilf uns und lass Boten vor Hoffnung sein. Lass brennen für dich. Lass leben, Liebe auf dich, hier und jetzt, mit allem, wo wir sind. Vater, hilf uns dabei.